Gedankenanstoß und Inspiration. Anfänger werden. Das ist der Donnerschlag vom August 2022 von Samuel Hug. Ich habe letzten Sommer mit Dringlichkeit gespürt, ich muss mehr Zeit bei den Menschen in der Szene verbringen. Jetzt, ein Jahr später, viele auszehrende Kämpfe später, eine Kündigung später, aber auch ein Wunder später, habe ich effektiv den Freiraum bekommen und darf als 100% Metal-Pfarrer die nächsten Metal-Festivals besuchen. Ich freue mich drauf. Ich werde dort sein, wo unsere Szene pulsiert und einfach Zeit haben. Ich spüre dabei aber auch Respekt vor dem Neuland. Was wird mich erwarten? Wer wird mich erwarten? Du denkst vielleicht, hey Samuel, du mit deiner jahrelangen Erfahrung als Seelsorger und Pionier, du mit deiner Begabung, dir macht es doch Freude, in so Ungewisse einzutauchen und die Spannung kreativ auszuhalten. Dir fällt es doch leicht, auf alle Leute zuzugehen und bis weit nach Mitternacht noch tiefe und schwierige Gespräche zu führen. Ja, vermutlich fällt es mir leichter als anderen. Und ja, es überrascht mich weniger als auch schon. Ich habe gelernt, menschliche Abgründe auszuhalten. Nichtsdestotrotz habe ich Respekt vor dem Neuen und Ungewissen. An der Schwelle von dem Neuland redet das Wort von Bernhard Jungen zu mir. Der Bernhard hat mit 60 das Gemeindepfarramt an den Nagel gehängt und Gottes Rufen nachgegeben und unfassbar ins Leben gerufen. Eine Velobar, wo sie mitten in den letzten 5 Jahren hin zu den Menschen gefahren sind. Der Bernhard hat im Winter 2019 geschrieben: Die große Herausforderung ist aber die, immer wieder Anfänger zu werden. Ein 7. Mal genau hinzuhören auf das, was dieser einzigartige Bargast mir heute zu sagen hat. Was ist die Frage hinter der Frage? Was ist die Verletzung hinter der Anklage? Die Hoffnung hinter dem Protest? Die Sehnsucht hinter dem Durst? Nie aufhören, anzufangen, ohne zu urteilen, ohne alte Geschichten in diese Situation hinein zu projizieren, ohne mit früher Erlebtem zu interpretieren. Gott, was hast du genau heute vor? Was wirkst du jetzt an diesem Fest? Wie kommst du mir entgegen? Was hast du vorbereitet für mich? Ich mache mich als Anfänger wieder auf den Weg hin zu all den Menschen in die Szene. Jesus schickt mich, er geht mir voraus. Er ist schon dort. Er erwartet mich. Er wird mir begegnen in den Menschen, die mir jetzt noch fremd sind. Und schau mit. Bist bereit, jeden Tag wieder Anfängerin zu werden? Im Jesaja 50, da betet der Gottesknecht: Gott, der Herr, nimmt meine Zunge in die Lehre. Als sein Schüler kann ich dem Erschöpften ein Wort zusprechen, das ihm Mut macht. Jeden Morgen öffnet er mir die Ohren. So kann ich auf ihn hören, wie ein Schüler auf seinen Lehrer hört. Gott, der Herr, hat mir die Ohren geöffnet. Ich habe mich nicht verschlossen und mich seinem Auftrag nicht entzogen. Peter Gott.